Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wenn's anders kummer war? Dann tat man uns im Leben vielleicht alle ein bisschen schwer. Unser Schöpfer, der wenn Lust gehabt hätt, war alles anders geworden. Ja, dann wart nur du und ich vielleicht gar nicht als Mensch geboren. Kennt ihr alle ein Selfie? Kennt schon, oder? Weil so quasi Selfie, du fotografierst ja eigentlich Fotzen. Stell dir vor, du warst der Gurkel und du warst schon fast erstickt, weil die haben dich bei McDonalds in einen Big Mac eingezwickt. Und bevor auf dich wer drauf beißt, ist dein Leben ja eh schon gelaufen, weil du bist im Ketchup Mayo-Batz, davor schon lang der Suffer. Und dann drehst du die Kamera um, dass du deine eigene Lädchen fotografierst und dann fotografierst du so wieder, machst vielleicht am besten ein Duckface. Kennt ihr Duckface, Entenfries? Weißt du, wenn du so am Schindern kommt's rüber, wenn du da zwei Wiener quer so in die Lippen rein tust, die schaut super aus, du schaust aus wie ein Volldepp. Und dann machst du, stell dir vor, du warst im Leben ein süßes Haselnüsschen, das dich nicht friert, ein Schokomantel als Ferrero-Küsschen. Als Geschenk im Altenheim bleibst du dann auf der Strick, weil die lutschen bloß den Schokolad und Snusserl schmeißen's weg. Wenn du natürlich ein bisschen einen Überbiss hast und ein wenig so eine Neigung zu Pferdezähne, schwierig beim Duckface, dann kannst du das höchstens fotografieren und wegschicken und der Nächste sagt, da schau her, ein Horseface, Haflinger-Style. Hätte dich der Schöpfer zum Pariser gemacht, dann warst ganz weit um. Das hat mit Frankreich nichts zum Tor, weil ich mein ein Kondom. Da steckst beim Patrick Lindner vorne drauf, das wird kein Spaß. Der zielt dann auf das falsche Loch, zieh fix eine Einbahnstraße. Da können wir schon froh sein, dass wir alle Menschen sind, weil wenn's genau überlegst, das ganze Klump, das kann man uns doch sparen. Bravo! Sag einmal, spinnst du? Du hast dem Kind den ganzen Tag Windeln gewechselt, sag mir, das gibt's ja nicht, schau mal, wie die ausschaut. Und ich hab echt gemeint, ich hab alles richtig gemacht. Weißt du, und ihr Männer, ihr könnt's mir recht geben, weißt du, wir wenn wir nicht weiter wissen, ja, wir suchen uns die Gebrauchsanweisung von dem Teil, das wo wir momentan zum Bedienen haben, ja, und dann lesen wir uns ein, jetzt habe ich mir die Packung gesucht für die Windel und da ist eindeutig drauf gestanden, bis zu 10 Kilo. Aber dann schatz einmal 10 Kilo ein mit dem bloßen Auge. Weißt du, ich bin dem Kind immer mit der Küchenwagen nach. Ich hab mir schon gedacht, warum hängen da Arschbacken und so weiter, aber wie bei der Jennifer Lopez. Verstehst? Katastrophe. Nein, das ist einfach... Und wenn ich mich dann wahnsinnig aufregen muss, dann tue ich mir eine CD von der Helene Fischer rein. Ja, ja. Ja, die Helene Fischer, gell. Ja, das Einzige, was die... Also sie hat nicht viel Makel. Aber das größte Makel, das ist der Silbereisen. Stell dir vor, uns zirkt der Staat den Stecker raus. Dann gibt's keinen Strom mehr im ganzen Haus. Oho, oho. Egal ob Brunsbüttel oder Isar 2, die KKWs werden abgeschaltet, schon ist vorbei. Oho, oho, es geht mit dem Atom dahin. Wir setzen auf erneuerbare Energie und alle Länder machen mit, weil das ist der Hit. Atomlos durch die Nacht, auch wenn's Windrall ganz schön kracht. Atomlos, ganz genau, nie mehr einen Super-GAU. Kennt ihr alle noch Albano und Romina Power? Ja, das war ein Geschwärl, gell? Aus Italien, Wahnsinn. Aber mittlerweile singen sie auch wieder miteinander. Sie sind jetzt kein Liebespärchen mehr, aber sie singen wieder miteinander. Wie er dann kurz einmal allein war, hat er in der Sendung mitgemacht, Power sucht Frau. Ja, das heißt überall anders. In Italien heißt das Power sucht Frau, überall, weißt. In Polen, da heißt es Bauer klaut Frau. Das ist überall woanders, weißt. Jetzt hat er einen seiner ältesten Hits nochmal neu aufgerollt und dauert doch schon ein bisschen. Das zieht er noch an, weil der ist ja doch schon 80, 90, 80, weißt du, und doch schon ein wenig, jetzt hat er einen seiner Hits nochmal. Weil ich zieh da, die Suppe am Löffel, die bleibt nicht lang oben, ja, weil ich zieh da. Nix mehr Amore und keine Bambini, ja, weil ich zieh da, weil ich zieh da, weil ich zieh da.
weil ich sie da. Wenn ich bissl im Stehen geht, alles daneben. Ja, weil ich sie da, weil ich sie da, weil ich sie da. Jetzt kommen wir zu einem Wiesenhit, den hat ja jeder schon mal gehört. Ihr kennt's dann auch, wenn Sie es her noch ein bisschen mitklatschen. Wenn wir beim Refrain sind, kennt ja jeder diesen Wiesenhit. Bei mir, wenn's wieder an der Haustür leibt, dann weiß ich, jetzt ist wieder mal so weit. Ich mach die Tür auf und dort drauf steht er, der Vertreter von am Staubsauger. Für mich ist dann nur eines klar, jetzt brauch ich meinen Yorkshire Terrier. Ich dreh mich um und schrei laut meiner Frau. Geh weiter, hol dich hin, hol den Hasso raus. Der beißt sie durch bis auf den Bohrer. Er bellt laut um die Wette. Der Vertreter kriegt einen Schreck. Er hat ihn umzingelt und beißt er mit's Pipperl. Ja, der Vertreter ergreift die Flucht. Doch bis er draußen ist, da hat's ihn zuerst noch übers Gartentier gewucht. Das letzte Oktoberfest war sehr schön. Ich bin allein im großen Käferzelt gelegen und ich bestell mir noch ein Mass. Die Bierbank unter mir, die war schon ganz nass. Irgendwo im Bayernland gibt man zum Reihen sich die Hand, speibt dann gnadenlos auf sein Gewand. Und irgendwann bin ich dann heim, ließ alles liegen und steh, hab zu keiner Ring gesagt, du, ich geh. Und als ich dann im Taxi saß, kurz drauf war die Sitz schon nass und schon lieg ich auf der Straße. Da könnt ihr gerade froh sein, dass es in Bad Kötzting eine U-Bahn-Anbindung gibt. Gell? Herzlichen Dank. Hey, oh. Applaus